dann wird es eng zwischen Lange und Jordan und sie lassen beide stehen. Rautschka Dritter und ich glaube, da ist Max vorne. Lange dahinter. Und dann Jordan, sehr gut. Auf die dritte Position. André Musil dann nur weit weg und sogar Sekanina ist an ihm vorbei. Also wieder nicht die Saison, bis jetzt zumindest für André Musil. So, aber vorne Redemann mit dem Hayabusa-Motor mit angeblich 1300 Kubikzentimeter. Olivi, der da sicherlich noch ein bisschen Zeit braucht, um die Technik dieses Autos aber ist der andere Lange noch nicht gezwungen, nicht, dass Sie das denken, der wird da jetzt schon zurückstecken. In keinster Weise, der ist erst niedergerungen, wenn die Zielflagge gefallen ist. Ein ganz harter Hund und mit Verlauf. Und genau so ist es. Und da ist da vorne. Dann jetzt außen herum an seinen Landsmann versucht. Und ich glaube, Musil ist vorbei und fährt auf die vierte Position. Klasse Geschichte. Jordak dahinter und der junge Rautschka, der vor dem, man muss ja schon fast sagen, alten Hasen André Musil sich behauptet und das in seinem erst zweiten Rennen in der EM mit diesem Fahrzeug. Das ist der absolute Wahnsinn. Jetzt setzt sich André Lange ab und schauen Sie mal, wie der auf den Karten fliegt. Jordan fährt auch einen sehr guten Stil dahinterher. Ja, dann ist die Frage, ob sich André Musil vielleicht noch ein Plätzchen weiter nach vorne fahren kann. Dann wäre er nämlich am zweiten darauf verborgenen Sonntag auf jeden Fall in der ersten Startreihe. Und das ist ja schon ganz wichtig, um dann hinterher auch ganz nach vorne. Ja, aber André Rautschka macht sich da ganz frei. Lässt ihn da natürlich nicht freiwillig vorbei. Ich denke mal, wenn da nichts am Auto passiert, ist das für André Lange hier eine gute Sache. Aber die Löcher werden tiefer und tiefer. Und da sind sie alle ganz dicht zusammen um Platz 2, 3, 4 und 5. Ich glaube, das ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Aber die natürlich alle Da gibt es die gelbe Flagge. Und jetzt wird es noch einmal hoch richtig schnell werden. Und Musil versucht es nochmal, aber er beißt sich offensichtlich gerade an den jungen Rautschka die Zähne aus. Jetzt fährt er außen herum einfach vorbei auf die dritte Position. Sensationell. Fantastisch, André Musil. Ich glaube, da hat sich der Adam Rautschka gewaltig erschrocken. Er hat ja langsam gemacht.